Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, Moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mann, war das scheiße. Das war wirklich ein schmeichelhaftes 1:1, muss man im Nachhinein sagen. Der FC möchte es gerne nochmal spannend machen. Spannend für den restlichen Verlauf der Saison. Wir spielen 1:1 in Fürth und können froh sein, in Anführungsstrichen, dass der HSV gleichzeitig gegen Braunschweig verloren hat. Aber was bringt uns das? Morgen spielen Lautern, wie auch Magdeburg oder beziehungsweise heute, je nachdem, wann ich das hier hochlade. Und da sieht das Ganze wieder etwas enger aus bis zum nächsten Spieltag. Und so wie wir gerade spielen, so zaghaft und so, ja, einfallslos, muss man im Nachhinein sagen, das wird dann auch schwer gegen Preußen Münster, sage ich euch an der Stelle. Naja, ein paar Sachen, die mir halt so hängen geblieben sind. Kurz vorm Spiel gab es nochmal eine kurzfristige Änderung. Julian Pauli spielte anstelle von Dominik Heinz auf der linken Seite. Und ja, das ist halt dieses Ding, was ich immer wieder sage. Ja, wir wollen hier keine, wie hat der Keller das nochmal gesagt? Irgendwie so keine Schnellschüsse und dergleichen. Wir wollen nicht einfach nur transferieren, damit wir was transferieren. Ja, Schattenkader, das Thema hatten wir ja schon. Das ist das, wovon ich gewarnt habe. Wenn es dann losgeht mit der Seuche, mit den ganzen Verletzungen, siehst du ja. Immer mehr Ausfälle. Dann auch noch Spieler, die frisch von ihren Verletzungen zurückkommen und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen zögern, was sie machen sollen oder was sie nicht machen sollen. Ja, jetzt kommt das Ganze auf uns zurück. Ey, wenn wir das hier noch spannend machen, keine Ahnung, dann ist es aber vorbei mit meiner Positivität und mit meinem Optimismus, den ich im Laufe der Saison entwickelt habe. Wie soll denn das Ganze jetzt noch enden? Wenn du schon, okay, ich will Fürth jetzt nicht irgendwie kleinreden, aber die haben in vielen Dingen, besonders offensiv, ja, mehr Einfallsreichtum an den Tag gelegt als wir. Dabei dachte ich zuerst zwischen der 8. und der 9. Spielminute durch zwei schöne Chancen, die nach einer Vorlage von Paccarada gleichzeitig entstanden sind, durch Jan Thielmann und Imad Rondic, der halt drüber geschossen hat. Ja, okay. Das kann heute noch was werden. Hab Geduld, dachte ich mir. Naja, aber dann direkt 12. Spielminute. Genau der von mir im Video zuvor erwähnte Futkoi trifft zum 1:0. Ja, Massimo kam da halt locker an Pauli vorbei. Ja, Futkoi legt sich in den Schuss. Im Prinzip, so sieht das aus, wenn du wirklich alles dafür tun willst und bereit bist zu tun, wenn du ein Tor erzielen willst. So arbeiten Torjäger. Deswegen, das vermisse ich so bei uns. Wir hatten ja eigentlich meiner Meinung nach, zumindest von meiner Wahrnehmung her, bis dahin ganz okay gewonnen. Gewonnen haben wir ja nicht. Ja. Aber ich habe auch schon seit Wochen irgendwie das Gefühl, dass keiner so richtig bereit ist, durch die Mitte zu ziehen. Da kommt irgendwie nichts durch die Mitte. Also keiner ist irgendwie in der Lage, sich in der Mitte des Strafraums zu postieren. Auch direkt aufgefallen. Dann sehe ich dann auch zwischendurch Thomas Kessler schon wieder auf der Trainerbank, wieder irgendwie, keine Ahnung, da Emotionen und dergleichen zeigt. Der hat das mitverbockt, dass wir so einen Schlappschwanzkader haben. Wirklich, das ist der Leistung entsprechend. Das sind richtige Luschen. Und die wollen alle Bundesliga spielen. Erste Bundesliga wohlgemerkt. Die sind sich alle schon zu schade für den FC. Aber, naja, das Positive bei uns ist, wir haben ja keine Ambitionen so großartig. Zumindest wird das nicht nach außen oder innerhalb des Vereins großartig kommuniziert. Ist ja alles gut, da kommt die Social-Media-Abteilung am Montag wieder vorbei. Was hast du am Wochenende gegessen? Und dergleichen. Solche Fragen halt. Dann wird wieder feistgrinsend in die Kamera irgendein Statement abgelassen, das total random ist. Ich sehe es doch jetzt schon kommen. Das wird wieder schön geredet. Ja, Punkt gewonnen, ja. Dann gegebenenfalls spielen dann weiterhin die Gegner für uns und wir kraulen uns wieder gegenseitig an den Eiern, wie gut wir doch sind, wie gut wir doch eigentlich sind und wie wir uns alle irren. Meine Fresse. Gab es noch in der 37. Minute nochmal so einen Flugkopfballversuch von Imad Rondic? Ja, keine Ahnung.
Vielleicht hätte er vielleicht ein bisschen mehr nach vorne selber laufen sollen, aber hätte vielleicht einen Abseits ergeben. Keine Ahnung, aber dann immerhin. So ungefähr 44 oder 45 Minute Elfmeter für uns. Waldschmidt tritt an. Ich hatte befürchtet, jetzt könnte vielleicht so eine arrogante Scheißaktion von ihm kommen, wie damals in Mainz vor fast einem Jahr. Trifft wieder. Naja, in Sachen Elfmeter kann man sich aktuell auf ihn verlassen. Das muss man ihm schon lassen. Und ja, Leistung relativ okay. Gehörte zu den Besseren bis dato. Dann zweite Halbzeit. Dejan Ljubicic und Damian Downs kommen rein. Diesmal kommt Downs ein bisschen früher ins Spiel. Dann war nochmal in der 57. Spielminute eine gute Chance, die ich gesehen hatte von Lemperle, aber er schafft es nicht, die Chance zu nutzen. Lemperle auch nicht mehr, halt derselbe Spieler wie in der Hinrunde. Aber ist ja auch zu schade für den FC. Aber da hat auch schon der Kommentator gut bemerkt, das ist einfach kein Torjäger. Das ist nicht der Torjäger, wie man es so vermutet. Und dann kam in der 62. Spielminute dann Marc Uth. Marc Uth für Waldschmidt. Ausnahmsweise konnte ich diesen Wechsel mal wieder nicht ganz nachvollziehen. Marc Uth, da sage ich ganz ehrlich, bei dem droht jedes Mal eine Verletzung und da hätte ich jetzt ausnahmsweise mal Waldschmidt im Spiel behalten und keine Ahnung, irgendwas anderes mit Marc Uth angestellt, wenn überhaupt. Ich weiß nicht, keine Ahnung, warum man ihn da jetzt zwangsläufig zu so einem Comeback schon wieder. Nee, war ja kein Comeback, aber ich weiß nicht. Marc Uth ist ein Reservespieler, nur noch. In meinen Augen. Ich mag ihn zwar, habe ihn sehr gemocht, aber tut mir leid. Ist nur ein Reservespieler. Auf die Bank setzen würde ich ihn ehrlich gesagt gar nicht mehr. Naja, aber hat trotzdem dann direkt eine schöne Chance kurz danach von ihm. Das muss man aber auch nochmal festhalten. Die konnte er nicht verwandeln. War er nicht in der Lage zu. Naja, aber da war das Spiel für mich schon fast gegessen. Naja, Futkoi war auf jeden Fall bei den Fürtern der gefährlichste Mann und das die ganze Zeit, ständig bei jeder Aktion, aber war dann ab der 69. Spielminute raus. Wahrscheinlich zu unserem Vorteil. Irgendwann dachte ich mir, ja toll, 84. Spielminute, Downs liegt am Boden. Alle sagen mittlerweile, das war ein eindeutiges Foul. Und da hatte ich erstmal auch Angst gehabt, dass er sich schon wieder dass er auf die Hand, die bei ihm verletzt ist, gefallen ist. Sah auch so aus, aber bisher hat es keine Folgen. Hoffen wir, es bleibt so, was Damian Downs betrifft. Das hat sich anscheinend dann doch nicht so verschlimmert. Aber nochmal kurz was zum Schiedsrichter. Auf beiden Seiten, also was beide Seiten führt, wie auch uns betrifft, den FC, ja, nicht gerade gute Leistung. Das passiert jetzt öfter mittlerweile im deutschen Fußball. Keine Ahnung, was das für Schiedsrichter sind. Ob das nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ist, weil das keine Sau machen möchte. Fakt ist für mich, wozu habt ihr diesen scheiß Videoassistenten? Wenn er sich nicht automatisch einschaltet. Das verstehe ich einfach nicht. Gab es da nicht irgendwie so eine Hawkeye-Geschichte oder kommt die nur bei der WM in Einsatz? Ganz ehrlich, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Das ist dann total zwecklos und nicht gerade zielführend, einen Videoassistenten zu haben. Vor allen Dingen noch dieses. Wie funktioniert das nochmal? Der muss ihn kurz was ins Ohr flüstern und er entscheidet, ob er sich das ansieht? Ich finde, das müsste eigentlich so ein Zwang sein. Da müsste wirklich, keine Ahnung, wenn man schon so eine Scheiße einführt und die ganzen Emotionen unterbricht. Ja, wir haben in der Vergangenheit davon profitiert, aber es bringt nichts, wenn es da keinen Zwang gibt, sich die Szene anzusehen. Ja. Keine Ahnung. Das Wochenende ist vielleicht nicht so versaut wie letztes Wochenende, aber ich finde es so kotzen, wieder auf die anderen Plätze gucken zu müssen. Der FC sorgt dafür, dass wir weiterhin uns Gedanken machen müssen, ob das mit dem Aufstieg klappt oder nicht, aber generell so oder so. Diese Mannschaft würde den Klassenerhalt nicht schaffen, da muss auf jeden Fall irgendwie sich was ändern. Finanziell gesehen ist der Aufstieg wichtig, aber vielleicht hätten wir gar nicht erst ins Aufstiegsrennen geraten dürfen. Vielleicht hätten wir einfach das Mittelfeld der Tabelle besetzen sollen, damit wir einen kompletten radikalen Umbau haben. Wäre vielleicht besser gewesen. Ist nur so ein Gedanke, der jetzt in diesem Moment durch meinen Kopf geht. Ist keine Meinung, die in Stein gemeißelt ist. Es ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Wenn wir dann wieder zwischendurch wieder gewinnen und den Aufstiegsplatz irgendwie festigen, dann hat Keller wieder weiterhin Argumente geliefert, um zu bleiben. Und das ist das Problem. Er muss weg, die medizinische Abteilung muss weg, meiner Meinung nach. Ich habe schon mal darüber gesprochen, dass Ärztefusch
auch beim Otto-Normalbürger vorkommt und vielleicht bei einem Klüngelverein wie dem FC nicht auszuschließen ist. Deswegen diese ganzen Verletzungssorgen, die wir haben. Der Vorstand ist sowieso, keine Ahnung, auch hat auf Durchzug geschaltet und wartet die nächsten Wahlen ab. Und da kam auch noch hinzu, nachdem diese Woche der Chefscout, habe ja schon im letzten Video darüber gesprochen, also Martin Schulz, entlassen wurde. Da hat doch die Bild tatsächlich es gewagt, so einen Artikel zu veröffentlichen. Kellers Kosmos, so von wegen, er hätte sich einen eigenen Mikrokosmos im Verein aufgebaut, wo er jetzt hier alle Zügel in der Hand hält. Aber liebe Bild, Kellers Kosmos, ist das euer Ernst? Ist das euer Scheiß Ernst? Lasst die Scheiße sein. Wagt es nie wieder, was Christian Keller betrifft, von irgendeinem Kosmos zu reden. Da fühle ich mich persönlich angegriffen mit meinem Kanalnamen. Merkt euch eins, ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Ihr hört von meinem Anwalt. Aber gut, okay, er gibt eigentlich nichts zu lachen. Ich bin ja kein FC-Spieler, der von unserer Social-Media-Abteilung interviewt wird. Das ist mein Senf, den ich zu diesem Spieltag dazugeben wollte. Das war's dann erstmal für diese Woche. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns noch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der gute Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen ist sie alt.